Heute schauen wir wieder mit Adi Totoro TikToks an. Eine Woche bei seinem Channel, eine Woche bei meinem Channel. Wir haben immer noch keinen Namen für das Format, also schreibt was rein. Einige Leute haben reingeschrieben, dass Luca ein ähnliches Format macht, aber sehen wir so aus, als würden wir Luca schauen? Oh mein Gott, nee. Sehen wir so aus, als würden wir in Clubs wählen mit einer Instagram-Story? Ihr seid beide Polizisten. Könntet ihr mich festnehmen und dann ganz fest von hinten nehmen? Das wäre ein bisschen zu komplett krank, aber ich will es eigentlich hart fühlen, aber null eigentlich. Du warst ja letztens in Berlin, wie war's dann? War es auch so in Berlin? In Berlin? Ja, du hast doch ein bisschen Party gemacht in Berlin, oder? In Berlin ist nice. Und sogar noch ein ganz bisschen besser. Oha. Wann gehst du mal feiern? Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Video. Deine Freunde so, Bock auf Zocken? In 5 Minuten on. Bist du in 5 Minuten on? Ich bin nämlich seit einer Stunde da. 3 Games schon gespielt, alle verloren. Ohne dich. Kommst du noch, Bro? Um 13:30 Uhr haben wir abgemacht. Ja, es war dann schlussendlich knapp 14 Uhr, Digga. Ich weiß nicht, was du meinst, Bro. Aber wieso hat das Video so eine gute Qualität? Ist er in Hollywood oder was? Ich glaube, das ist ja TikTok Premium halt. Streetwear-Marken, die von Hype zu Cringe gingen. Und hier haben wir die deutsche Brand Peso von dem YouTuber Justin. Und ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass Peso so langsam so einen Cringe-Effekt hat. Ich finde, dass letzter Zeit Peso den Mainstream versucht zufriedenzustellen. Und man könnte bei deren letzter Kollektion nicht mehr unterscheiden, ob die Sachen von Bershka sind oder von Peso. Der Output von Peso letzter Zeit, finde ich, trifft nicht mehr den Zeitgeist. Ich fände es auf jeden Fall cooler, wenn Peso mit deren Möglichkeiten, sei es jetzt Geld oder Reichweite, in Zukunft in unserer kleinen deutschen Streetwear-Bubble sich mehr positionieren würde als eine Brand, an dem man sich inspiriert. Ich will auf jeden Fall an diesem Punkt differenzieren zwischen Peso als Brand und Justin als Person, da ich selber seit 2 Jahren YouTube mache und weiß auf jeden Fall, diesen Hustle zu respektieren. Schreibt mir gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu. Findet ihr, dass Peso cringe ist? Und vergisst nicht, das Plus wegzumachen. Ich finde Peso überhaupt nicht so standardmäßig H&M-Type Beat. Ich weiß nicht, Digga. Ich habe das Video auch gesehen und es hat mich auch irgendwie getriggert, aber irgendwie... Ich habe schon oft gehört, dass Peso nicht mehr so diese Vintage... Nee, nicht Vintage... was Vintage, Digga. Dass Peso nicht mehr so diese... Wie sagt man dem? Diese frische neue Marke, sondern mehr so ein bisschen... Ja. Sagt man das Aslak? So ein bisschen diese Assi-Ausländer-Marke ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich habe auch eigentlich keine große Ahnung von Mode oder sowas. Und sein Shirt, das er jetzt hier trägt, das ist von German Let's Play, glaube ich. Auf Zebra angelehnt, das farbenblind ist. Gut, weiter geht's. Genau. Oh. Stay it up. Geezer. Mate, you can't park there. Hello, this is not the time to talk this, okay? Fuck. You know, some people could have been accident. Just back off and stop putting it on Fucking don't you start. Who put it on Facebook? Digga, I'm England. just letting him know he can't. England, das ist einfach England in einem Video. Fucking hell, man. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hat ein bisschen schlecht eingeparkt. Ja, ich glaube in London ist das ziemlich Standard mit dem Alkoholpegel, den sie dort haben. Standard. Gut, nächstes Video. You could be my luck. Einfach mal so ein Frauenabend. Wärst du da dabei? Ja. Ich habe irgendwie nicht viel von diesem TikTok gerade mitbekommen. Ich weiß nicht wieso. Hast du auch was verstanden, um was es ging? Nee, ich habe das gar nichts verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Du sitzt Ich hab nicht. Ich hab's nicht verstanden. Adi wäre auch so einer, der würde sagen, er würde da so einer langjährigen Kollegin sagen, dass er auf Männer steht, nur damit er mit ihnen einen Abend verbringen kann. Hey, nee, das funktioniert ja auch gar nicht. Digga, das ist nur ein Meme-Ding. Das hat noch nie jemand hat das durchgezogen. Das ist immer nur ein Meme. Das kann niemand machen, das geht nicht. Die wollen ja dann auch gar nichts von dir. Dann hast du ja gar nichts davon. Du hast wirklich nichts davon. Also ja, Freundschaft vielleicht, aber... Ja, Freundschaft, das ist das cringe. Imagine Freunde, Digga. Only gay cops pull me over. Du hast wieder mal nichts verstanden. Du hast nichts Oh, verstanden. weil es so läuft. Es war nicht ein richtig stronges Video, muss ich sagen. Es war objektiv und faktisch gesehen nicht lustig. Oh, dieser Song.
Aber ich habe auch gesehen, an Schulen immer so komische Bilder aufzuhängen. Auch es sind oft so Monte-Poster aufgehängt in Schulen. Ja, auf dem Klo. Ja, warum? What the fuck? Ich weiß auch nicht. Ich gehe nicht mehr zur Schule seit 4 Jahren. Oh, I forgot to take out the trash. My mama's gonna kill me. Oh. How many times have I told you to take out this trash? Mom, I don't know. You be acting like I be No, keeping no, count no, or no. something, Mom. I didn't mean like, no, Mom, no, stop. Mom, please. Digga, nee. Aber da war ein Filmfehler. Es war einfach die falsche Hand, die er zurückgezogen hat. Und jemand hat kommentiert, ich sehe Travis öfter als mein Vater, Digga. Bei mir stimmt das aber. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Oh, nee. Nochmal. Diese Memes. Fucking Travis. Aber mittlerweile ist das Gefühl jetzt schon eine Woche her, seit diese Memes angefangen haben. Die sind schon alt. Man weiß, sobald ein schwarz-weißes Video kommt, weiß man, ja. Clap if I've got a big bunda. Nur zum Verständnis, Big Banda ist Big Ass. Ja, Fat Ass. Unten steht Fat Ass. Ah, ich lieb die Memes, Digga. Digga, ich lieb die Memes. Just see my twin in them. That's my twin in them. Oh, best friend. Ich lieb die Memes, Digga. Kurt Ams is turning around to see where Ryan Grant is, and he's going to be sent off for the first time in his A-League career. Digga, ich lieb diese Memes. Oh Mann, diese Videos sind wirklich gut, aber wahr ist das letzte Scheiße. Ich finde, war actually eigentlich spannend. Weil es gibt so, es ist spannend, dann passiert das Tor, dann freut man sich und dann wird es nochmal spannend beim Check und dann Ja, kann man sich okay. nochmal freuen. Das heißt doppelte Freude. Aber, und eigentlich ist es wirklich okay, weil man ist immer dann am Diskutieren danach. Alle Ja. Leute sind immer am Diskutieren von dem True, stimmt. Fernseher. Endrizzle. Mit dem Sound noch. Ich kann's nicht mehr hören, Digga. Ich kann's wirklich nicht mehr hören. Aber der Parkour ist nicht so schwierig, glaube ich. Nee. Der war wirklich nicht so schwierig, oder? Nee, der war wirklich nicht schwierig. Der hat ja nur einen Flip drin und der Rest ist einfach balancieren. Gut, und in diesem Sinne, lass doch einfach eine positive Bewertung da. Gut. Nee, ey, Digga, wir müssen aufhören mit dem. Lasst ein Like da für das Video. Ich sehe aus wie ein Kinderklo.